7. Oktober ist Hamas op israele Staatsgebiet angedrungen an huet op en grausam an indiskriminierend Manier iwwer 1200 Zivilisten ëmbrucht, dat verurteilt das schrecklichst Verbrechen. Dorop sinn huet Israel am Kader auf segem unzweifelhafte Recht op selber Verteidigung eng militärisch Kampagne an der Gazastreif lancéiert, wäre soviel ewéi méiglech vun der Hamas ze zersteieren. Haut nach sind über 132 israelisch Geiseln an der Gewalt von der Hamas. Sie an ihre Familie machen schreckliches Matt, da der verlangt, dass sie direkt an ohne Konditionen freigelost gehen. Wir wissen aber, auch ein bisschen als Reaktion auf das, was schon gesagt wird, dass die israelische Armee auch große Anstrengungen gemacht hat, für das Humanität Kriegsrecht anzuhalten. Für Spitäler, die hier genannt gesehen als militärische Base von der Hamas benutzt gehen, ist das natürlich eine besonders schwere Situation. Trotzdem sind an der Gazastreife Tausende von zivilen Opfer zu beklagen. Da sind Zivilisten zwischen zwei Feuern Opfer von massive Bombardementen an der Region. Und es ist ganz schwer, sich das ganze Leid wirklich vorzustellen. Da der gibt übrigens noch weiter Erfolge begrüßen, für zu erlauben, die humanitäre Notlage von der zivilen Population an der Gazastreife abzufangen und die Situation zu verbessern. Das kann auch in Form von humanitärer Pause geschehen. Da der ruft die Regierung dazu ab, der palästinensischer ziviler Population an der Gazastreife massiv und generös humanitäre Hilfe zu leisten. Es ist schon etwas gemerkt gehen. Wir wären froh, wenn da doch kein Führung gefördert gehen. Wir werden op Stellungnahme vom internationalen Gerichtshof an der Sache Südafrika gegen Israel für die Situation können juristisch besser anzuschätzen und dadurch auch politisch neu zu evaluieren. Es muss alles gemerkt gehen, für den Krieg oder besser gesagt Kriegschach am Nahen Osten auf ein Ende zu bringen und endlich zu einer umfassender Friedenslösung zu kommen. Da der begrüßt, dass der Bundesminister Büttel auf Jerusalem an der Ramallah gefahren ist, sie hofft, dass die letzte Regierung in Zukunft nicht mehr so pauschal und generell israelfeindlich auftritt wie in den früheren Regierungen, sowohl an der EU wie auch an der UNO, mit der sie fertig bringt, eine freundschaftlich, intensiv und vertrauensvolle Relationen sowohl mit dem Staat Israel wie auch mit einer demokratisch legitimierten palästinensischer Autorität aufzubauen. Herr Präsident, wir brauchen politische Lösungen für die Zukunft der Region, speziell von den Palästinensern, darin auch eine palästinensische Autorität für das Westjordanland, auch für die Gaza, die das Existenzrecht von Israel anerkennen. So geht es möglich, zu Verhandlungen zu kommen, die die Zwei-Staaten-Lösung an unerkannten und sicheren Grenzen für jeden möglich machen. Wenn das geschieht, soll Lützeburg selbstverständlich den neu geschaffenen palästinensischen Staat diplomatisch anerkennen. Da der will, dass die multilaterale Diplomatie an den Respekt vom internationalen öffentlichen Recht nicht mehr zur Geltung kommen, den UNO-Sicherheitsrat soll die Möglichkeit kriegen, für seine Aufgaben gerecht zu gehen. Da der will keine Ausweitung vom Konflikt, ruft alle Parteien an der Region dazu auf, sich zurückzuhalten, mit Verantwortung und gutem Willen auf friedliche Lösungen mitzuschaffen. An dem Kontext schenkt es auch ein Waffenstillstand an der Gaza-Region ein wichtiges Element zu sehen. Eine diplomatische Lösung muss sowohl von Israel wie auch von den islamischen Staaten als mehr vernünftige Weg können akzeptiert gehen. Sie rief besonders den Iran an alle beteiligten Fraktionen am Jemen dazu ab, die Sicherheit von den maritimen Verbindungen zu garantieren und eine weitere Eskalation zu verhindern. Herr Präsident, da der möchte sich besonders sorgen die jüdische Community zu Lützeburg und den Antisemitismus, den wir leider auch an unserem Land müssen beklagen. Sie waren entsetzt über die rezenten Zwischenfälle im Bazar International, wo Israel keinen Stand hat. Da der akzeptiert kein Antisemitismus weder von rechts noch von links noch aus den islamischen Kommunitäten. Als jüdische Mitbürger können an aller Sicherheit teilleben. Da der fordert den Staat ab, alles zu machen, für das zu garantieren. Sie hofft auch, dass Schura einen moderierenden Abfluss hat. Da der unterstützt die Förderung vom Real, dass besonders Organisationen, die von der Regierung finanziell unterstützt gehen, keine antisemitische Propaganda dürfen machen. Ich so nicht merci.